Waller, wie hast du den echten EPF erlebt? Das war am Anfang ein ganz überraschend Sache, 1992, wie das angefangen hat zu Libramont. Und du wusstest, kein Mensch, was daraus gehen. Formidabel, wenn gesagt, was aus dem einfachen kleinen Dorf oder Städtchen zu Libramont, was der Bemol da rauskommt für Europa. Weil da noch, als das ja gewesen, immer mehr Volk. Wir sind auch immer fortgefahren mit Bussen auf Libramont. An rumkommen. Nicht daheim, sonst war als da nicht der schläft geht, Hai und so weiter. Mit dem war das so, dass dann du hin am Bus gefahren gehen an rumkommen. Ja, das war ungefähr das, was ich am Anfang weiß nach davon. Was ist der Unterschied auf Haut? Den Unterschied ist formidabel, wenn gesagt was heutzutage aus dem Eurofestival Guinness wie es umgegangen ist. Da waren die Länder da fertig. Und löser das gewusst, all die anderen Länder sind beikommen. Und ich erinnere mich, wie wir nach 2003 hatten. Da waren praktisch all Land mit bald 50 Leuten, die mit hingekommen sind. Da ist da drauf gegangen, es war gar nicht so viele Länder dort Spuren, die hatten da nur 53. Aber das hat sich entwickelt, nicht nur von einer Ortschaft bis an die andere, aber auch nicht die Leute. 2 ungarische Mädchen, die bestellt sind mit Leuten aus einem anderen Land, die sie hier begehen tun. Und ein Zeichen, dass es etwas war, was gewusst ist und hoffentlich nicht nur so bleibt wie los, dass es immer ein bisschen mehr groß geht. Weil es sind heinz Länder, die einfach bemol nicht mehr kommen. Also vielleicht der Fehler gemacht, dass sie nicht früh genug angefangen haben, für junge Leute beizuziehen, für mitzumachen. Spanien, ich habe mit denen geredet, die gesagt haben, wir haben einen großen Teil von unseren Membern, die immer gekommen sind, haben wir als Kanner mitgebracht. Und die sind noch am Gruppe mit dran, die arbeiten mit, dafür sind die alle zu 53. Und da sind die mit den Kanner an, sogar mit den Kanner heißen. Ja. Sodass das etwas ist, was hoffentlich so viel geht. Und ich meine, es müsste sogar auch noch besser gehen, weil es ja noch viele Länder in Europa, die nicht dabei sind. Lettland, die haben 2-mal schon organisiert, in kurzer Zeit. Ja. Litauen als Orlogeschwinner im Drun Polen, die kommen nur für 2 drin. Und die Länder müssten am Anfang ein bisschen probieren, für auch die anderen Länder beizukriegen, was meine ich, was gut wäre. Als Bürgermeister hast du 2 Eurofestivalen erlebt. Dabei warst du aber von Anfang an. Kannst du ein bisschen aus der Zeit zählen? Ja, das Ganze ist alles 1992 zu Libramont umgegangen, weil es da Leute sind, die geniale Idee hatten für neben dem Europa von der Ökonomie, der Europa von der Finanzen, Europa von der Politik, ein Europa von den Bürgern zu kreieren, wo Leute aus den europäischen Ländern sich zusammenfanden für während einer Woche sich auszutauschen, kulturell, sportlich, gastronomisch, touristisch. Und das ist ja bei eigentlich ein Pilotprojekt, wo ich kein weiß, was daraus entstehen. Und das hat so einen riesigen Succès, dass all die Nationen, die mitgemacht zu seiner Zeit, gesagt haben, dass wir weiter an das Jahr drauf 1993 war da Schottland, 1994 an Dänemark. Und das hat sich immer so weiter entwickelt. Und das war wirklich eine gute Idee. Wir als Schöffling, wir sind kontaktiert von engem Vertreter aus dem Organisationskomitee von Libramont, den Arbeit Schöffling geschafft hat. Und die wird in dem Bürgermeister, als den Arbeit Schöffling geschafft hat, dass der Kontakt geknappt ging. Die kam bei uns auf die Gemeinde und hat uns gefragt, ob wir fehlten Lützeburg mit vertreten. Und wir haben gesagt, die Idee ist gut. Wir können das als Gemeinde nicht allein machen, wir müssen mit unseren Vereinen schwätzen. Wenn die mitzählen, dann sind wir natürlich dabei, sind noch bereit, finanzielle Kosten zu verholen. Mit unseren Vereinen geschwätzt. Und die waren alle begeistert, weil doch relativ einfach war zu organisieren. Auch für die Vereine, lieber mal 60 Kilometer von Schöfflingen weg. Also sind all da sind wir mit Bussen hin und her gefahren. Wir sind also keine großen finanziellen Risiko angegangen noch als Gemeinde. Aber das hat so einen großen Succès, dass die Gemeinde gesagt hat, wir wollen noch in Zukunft, wenn das gewünscht ist, auch weiter dabei bleiben. Also hat das Ganze sich dann entwickelt, über Jahre.
bis 2003 ass dat ganz ënner der Regie vun der Gemeng gelaf, wo man du de Festival zu Schëffling fir Deichstaten 2003. Do hummer als Gemeng gesot wär besser ma giffen eng SPL, der SPL Eurofestival gerinne well Prozedure fir eng SPL-Apps zu organiiséieren, Depensen ze generieren, film einfach si fir d Gemeng, weil Gemeng wie kompliziert Prozeduren huet. An du hast der SPL 2003 gegrünnt, gi wo Rolle Hoffer den Präsident der Fouvoir an de Festival 2003 war dann du een Experiment doch fir Schëffling, weil selbst zu Schëffling an nie ginnners. Man hatte natürlich immens Chance, man wieder bestimmt sowieso immer de Suse vun so enger Manifestationun. An ganz Schëffling war do op de Been, war dech selber an der Form fir Drnner nie erlieft hat, war auch nie fir runde Fall, dats wären enger woch als Herbstroos als Duf fir de Verkeier gesperrt war. Ich kann me schon eng Anekdote erinnern, dass man so tun man lossen dann den Deriwer Stroos zou an nuets mers op ab 11 Auer. Da kann der Verkeier awer nuets de Schëffling zirkulieren. Ich kann mich demals erinnern, denn ich war schon daheim op der Terrasse, den dämonsche Polizeikommissär Ruf um 11 Auer net gesot Herr Bürgermeister, mir sollen not Stroos op laut Verkehrsreglement. Wa mir dat machen, die schlo tot Stroos ass voller Leiit. Ich gesot, du war da schon Bürgermeister. Ich gesot nee, da kom dazu ze mal durchschluss die Stroos zo an Lostleit feieren an da so gut du kom, dass man dat weiter konnte feieren, der dabei waren. Du hat man 2013 Rëmmenke mat demselvechte Suse, op schon in all die Festivalen nie immer soll man ne vergleichen, wie auch do wat wir da gut an Vereine mat gezun, Leiit mat gezun. Ja, so dat weiter entwickelt, dat war ich viel gesinn, dass man het 2023 denke sollten als Schëffling machen, weil du awer die Idee opkommers fir het eventuell ze verbonnen mat der europäischer Kulturhauptstadt 2022 hummer gefrot wie Dirfen dann 2022 ze machen also das Joer an dat das dann noch am Europäische Komitee so akzeptiert gin an du war man ganz froh, dass auch de Festival vun diesem Joer Deel vun 2022 kon sinn, wat natürlich auch wirklich flott an richtig an den ganzen europäischen Kontext rapasst. Ja, man sind effektiv dabei mo viel erlieft, kann ich noch nicht alles verzählen so öffentlich. Wir probieren dann mal pro interessant Sachen zu so. Freundschaften sie geknüpft gehen während denen 30 Jahre an die Mehrheit zu Schöfflinger besten Erinnerung und als das als ein Präsident vom Organisationskomitee 2013, der Fred Loua, eng Bekanntschaft am Frankreich gemäht wird an der Vendée 1991 war dat schon an dat ass eng dauerhaft Freundschaft ginn an de Fred huet mat Sänger de Marie-Claude eng Dam, die Demos an der Vendée mat am Organisationskomitee tätig war ass ze Summe kom an dos dat als Freundschaft leeft gin an dat ass eng Leefanekdot die en gieren an Rënnung wuel, dat noch den Ausdruck einfach dats du europäisch grenzüberschreitend Freundschaften wirklich entstanden sind. No 2003 do war Schweden und der Reihe, die sollten organisieren an Alkees van ein Festival organisiert geht, dann ass dat Jo fir Drun gewöhnlich am November eng Versammlung wo die kommende Festival vierberät geht. Da waren wir dann noch do, alle guten Delegationen waren do zu wie wir da fertig waren mit der Versammlung, da sollten sie, ja, wir können aber nicht organisieren die nächste Kehr. Geht für uns beguckt, wir hatten hier gemäht, dann da gemäht, alles schon ein bisschen präpariert. Ja, wie möchte ich dann lo? Und da war die Chance, dass das Libramont gesagt hat, wir da machen mehr rum. Und du hast Libramont 2004 organisiert. Ich kann mich erinnern zu Libramont, die hatte gut keine Chance mehr wieder. Das hat die ganze Woche geregnet. Sie sind trotzdem aber den Umzug gemäht und das war flott mit denen, die hatten den Chef von der Libramont, der Fernand Antoine, den hat so ein Riesenhall und da sind wir den vorragige Call für Libramont organisiert. Und da hatten die Tieren, die hatten die Pferd am Wehen, wo Pferd der Wehen gezogen und durch Libramont. Wir immer nicht mehr reden. Aber was mich nicht gesteuert hat, geht für ihn heute auch sollten seine Spezialität präsentieren. Ne?
Die soll dann do präpariert gehen. Ne? Ich weiß, die Deutsch, die sie kommen, die hatten einen riesen Fisch, 1 Meter breit lang, fertig gebroten, wie wann abgestoppt werden. Ne? Die haben da präsentiert, dann die haben noch ein bisschen Krevetten und ein wenig Ei rundherum gemäht. Das war denen hier Präsentation, was der Cash gegangen ist. De finanziellen Aspekt vun der Organisation ass och net onwichtig, dat kascht jo alles Geld. Das jo ma als Schëfflinge Budget vun 300.000 Euro fir dat ganz zu finanzieren. An du muss so dats mehr als Schëffling am Fond Gold Chance hunn, dat Gemeng zu 100% drsteet an de Festival zu 100% finanziert. Jo da noch mat der Hëlle vun 2022 die Subsid vu 50% gin. Mit dats an den anderen Länder net de Fall. Do stien Gemengen net hannen drun an du mussssen die jeweilig SPLen, die et do organiieren, selber kucke fir de Finanzement assuréiert ze kreien. Die Sponsore sichchen, dat net so einfach. Also mehr sinn ha do schon op Prose gebäit an dat flott, dats dat so was, well da gimmer ke Risiko an als Vereine gi Risiko an mé am Ausland, dats dat net so evident. An dofir sinn dann einzel stiert, die dann nochläit de lächte Moment méi ofsprangen, well einfach zu net dabei kree fir dat alles zu organiieren. Die muss noch Deplacementer haina. Wie das Joer haina organiiséiert der finanzieren an wat finanziell Meier net do sinn, dann kommen se entweder goen net oder sie kommen nëmmen zu viel Manner, wie dat doch jo leider Gottes des Joer de Fall ass. Nach eng aner Anekdot, die vielleicht doch flott ass hat jo immer gut Vierder och das Jo gut Vierder, dat ass jo flott, dat steet der Feld jo och mat dem gute Vierder. 2013 kann ich mich erinnern, dass do Ofent dick donner wiederkommers an do de Blitz an de Kirchturm geschlogen dat Kirchenauer, die war die ganz woch die oude Wader. Also das net funktioniert mir ja no. Weil de Blitz huet och do Schëffling fand an huet de Festival fand, dat huet op den nächste Punkt de vu Schëffling ageschlo. O eng Anekdot die immer ger an Erinnerung behält. 2003 war dafir techt an wo es okay wat op Schëffling gif durchkommen. Und da waren einzel Gastronomen vu Schëffling, die Angst hatten, sie gifefleit op Bemol do zuviel belästigt gin. Die hunn einfach die Woche wo de Festival war und die Redieren zougemäht. Dat huet hin natürlich no am Nachhinein immens leid gedo, weil für alles Vereine, alles Geschäftsleute, bei so viel Leute Schëffling, weil dat natürlich Cash hat. Du hast drin op Kächte kom, an die zougemäht well Sangstaaten, die sind natürlich net op ihr Kächte kom. An die hatten 2013 draus geleiert. Da sie net dat Vakanz gefunden hier sagen ihr Betrieber opgehalen an dat huet ihnen do furchtbar leid gedo. Patron vun engem Geschäft, die soll op der Dir den immer no geguckt. Den het könnten Hunderten an Hunderten Sängerproduier verkaufen, ich will die Nummer nennen, den het einfach net mat gemäht. Die Wirtschaft, die hun so gemäht, die machen ja alles Futti, van die ja kommen, die hun noch net opgemäht hat. Also dat waren Sachen, wo einfach sich mal fragt, für wat hun die Leute sich vorgestellt, wat do Kind kommen, und das go nicht kommen. Dach, dat mal war net war einst, dass die iwwer streng geschlogen, dass sie zu viel getrunken hatten. Den ersten Tag weiß ich, dass ein Mädchen aus Irland mit mis an Spidol gefordert gehen. Das hat wenig viel getrunken, das war umgefallen an einen Fenster gebracht hat das Schnipper immer. Wie gesäist du als Burgermeister den Eurofestival an der Gemeng? Also als Burgermeister erlebe ich den Festival ein bisschen ernst wie als Partizipant. Ich war selber auf ganz vielen Eurofestivalen dabei, sowohl heute Schöffling 2003 und 2013 und noch am Ausland auf vielen Festivalen. Aber als Burgermeister ist es ein bisschen etwas ernst, dass eine gewisse Spannung an den drunter. Ich hoffe, dass die wieder gut ist und das ist hier der Fall. Ich hoffe, dass alles gut organisiert ist und das ist hier der Fall. Ich hoffe, dass das Programm abgestellt ist, die Leute sympathisch ist und das ist auch der Fall. Ich erlebe den Festival hier als ein Festival von der Friede, als ein Festival vom Zusammenleben zwischen verschiedenen Nationen und Kulturen. Und das genau das, was eben den Eurofestival soll ausmachen.
Das genau dat wat den Ursprünge vom Eurofestival 34 Joer, wo zu Librement die echte Käier war wat du vun net Philosophie war. An dat freet mich, dats man heute zu Schöffling eng dritte Käier Pferde springe bei wunderbarem Wider e Festival op Bühnen zu bringen, den Leiit an der Majoritéit fir ganz flott an noch als etwas Wichtiges empfangen. Was gefällt dir besonders in diesem Festival? Ja, ich meine besonders in diesem Festival als für allem Tatsache, dass wir das am Kader von Esche 22 organisieren. Das ist von den Höchstpunkten von den Organisationen, die Gemeng am Lauf von Esche 22 möchte. Ja, ich meine, schon matkrit auch von der Responsable von S22, dass auch sie ganz froh sind, dass man den Treffpunkt von den europäischen Bierger am Kader von S22 dann organisiert tun. Und mir den Jahre denken noch als Vereiner, die sind richtig froh gewesen, dass man einke gemäht tun, nicht allein, weil sie vielleicht ein bisschen hier Käse können, noch besser, weil einfach das Festival aus, wo die Leute sich treffen, wo ein Lassers quasi vu Mëttes 2 los mal vielleicht so vu 5 bis dann Moes eng Auer vielleicht an bisssen do River, also das einfach etwas vun der Fred, das etwas mat viel Fantasie an da lief den einer Kulturen an mir besonders gefällt eben die Tatsache, dass Leute ze Summe kommen, dass Leute man den Brücke können bauen, neue Freundschaften können schließen und das genau das, was wir Menschen brauchen, dass man den eins gehen. Ich muss den anderen kennen, den anderen soll mich kennen. Und da gehen wir viel besser mit den eins, wenn ihn sich gegenseitig respektiert und Toleranz bringt. Und das ist das Festival.